Ja, Freunde, diese Folge hat es ziemlich in sich, wa? Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom, einem rollenden Kronenkind, sag ich jetzt mal, mit einigen Items vor unseren Füßen, vor allem mächtige Waffenteile, und einem angeschlagenen Link, also Link selber ist ein bisschen ausgeruht, ein bisschen gepennt, zwar jetzt nicht so lange, ich auch nicht, aber letzte Folge, letzte Nacht, die war schon ziemlich heftig. Ich meine, naja, wenn man anguckt, gut, hier sieht man gar nicht so sehr, aber hier bei den Waffen, Schild, Bogen, vor allem neue Bögen. Ja, wir haben uns den Luxus gegönnt und haben uns um die restlichen Arenen gekümmert, beziehungsweise genau gesagt war noch eine Arena, tun im Untergrund und haben uns dort Majoras Maske geholt. Oh ja. Und gemerkt, die funktioniert sogar bei Leunen, aber man darf halt währenddessen nichts mehr machen, während man die trägt, ne? Vor allem Leunel. Also nicht irgendwie die Kamera zücken oder so, das kommt nicht gut. Und ja, irgendwie, normalerweise habe ich keine Probleme mit Leunel, aber bei denen ineinander kam irgendwie so ab der Hälfte vom zweiten bis zum dritten irgendwie große Probleme gehabt und dann irgendwie gegen die ganzen Waffen kaputt, dann wurde ich irgendwie nervöser und so und nach der Timing nicht mehr gestummt und eben noch ein paar Waffen kaputt, die ich gar nicht zerstören wollte. Weil wir hatten ja so eine Waffe, mit der wir beim perfekten Ausweichen Angriff erhöhen können. Aber habe dann gesehen, Moment mal, wir haben hier ja auch sowas. Stärken Angriff beim perfekten Ausweichen. Perfekt, ne? Wortwörtlich. So. Und ja, insofern würde ich sagen, trotzdem erfolgreich. Wir haben das geschafft. Hier liegen einige Items an meinen Füßen. Warum? Ich muss ja noch synthetisieren. Wieder mal. Lange nicht mehr gemacht, es wird Zeit. Also, Synthese. Mächtige Sonarlanze, Dendrite-Konstruktoren, yo. Gut. Ist nur eine Power von 53, aber egal. Ne, ich mache keinen Fehler jetzt in Reihenfolge. Dann gehen wir dahin. Was ich auch lustig finde, die Sonar-Dinger sind ja normalerweise von der Energieform her grün, war, aber die Sonar-Waffen, wenn sie einfach nur so sind, ohne irgendwas zu synthetisieren dran, sind sie auch bläulich. Vielleicht die Schicke davon abgeguckt haben und deswegen ja auch unser Gewand und so vom Königsblau, sag ich jetzt mal, was hier seit Breath of the Wild immer ein bisschen das Thema ist, das vielleicht sogar doch daher noch kommt. Hat auch irgendwie, ja, die Sonne halt auch irgendwie was mit der blauen Form, Energie irgendwie so zu tun hatten. Na egal. Jo, ich bin noch hier. Perfekt. So. Waffen synthetisiert, dann gucken, was wollte ich jetzt noch machen? Wir haben einen Königszweihänder. Wir haben hier ein Ritterschwert, ein Soldatenschwert. Okay. Dann habe ich ja hier weiß Leulending. Und silberne noch, ne? Warte mal. Das Ritterschwert. Oh, ja, auch so. Mit dem silbernen selber dran. Jo. Oh, sieht aber geil aus. Vorteilig hat's was. Über die Angriffskraft, wenn hier nur noch ein Herz oder weniger bleibt. Ja, das ist auch cool. Tatsächlich. So gut gebrauchen. Es steckt ein Angriff, ne? Jetzt ist die Frage, nämlich das Ding. Das sieht scheiße drauf aus, ne? Das da. Yo. Fettes Teil, sieht auch cool aus. So. Und jetzt den Test, ne? Wie sieht denn das aus? Naja. Praktisch kurz, würde ich jetzt mal sagen. Junge, Junge. Gut. Und das gemacht. Dann war ja noch etwas von der letzten Folge her. Also wir wissen jetzt noch, wo die restlichen Schreine hier auf der Oberfläche sind. Es sind noch insgesamt 8 Stück. Wir wissen, dass wir im Untergrund noch noch 2 Wurzeln haben. Und zwar die hier, direkt unter Schloss Hyrule. Das heißt, die ist bei Ganondorf. Die machen wir demzufolge erst ganz am Schluss, wenn wir zu ihm halt hingehen. Die hier bei Koga, die machen wir bald. Weil zu Koga will ich gehen, sobald wir die ganzen Schreine gemacht haben. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Schatz zu holen. Aber ganz ehrlich, wir werden uns die ganze Zeit Schätze holen und so. Und ich bin, was das betrifft, ein bisschen ausgelaugt. Ich würde lieber sagen, es habe ich eigentlich hier noch ein Sternsymbol. War hier vielleicht
ein Boss. Also ein Boss-Boss. Boss-Haus. Nein, ein Boss-Boss so wie hier. Wo ich ja 2 Drogenköpfe gemacht habe, genau deswegen. Ich markieren, hey, hier ist noch so einer der Tempelbosse. Im Untergrund. Gibt's leider. Na egal. Also Himmel ist soweit ja auch schon komplett, ne, schon lange. Das heißt für uns, also jetzt gesagt, wir machen uns Suche nach neuen Schreinen. Und würden die auch gerne mal abschließen. Ne? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen Fan davon, aber jetzt Bock drauf. Vielleicht gerade 8 Stück ineinander sind, mal gucken. Aber je nachdem, denke ich jetzt mal, können wir die auch schon in 2 bis 3 Folgen durchhaben. Ne? Wir haben natürlich auch da jetzt ein bisschen auch helfen lassen, weil ich denke mir so, come on, wir haben jetzt hier schon so viel auch schon gemacht. Es dauert ja auch schon doch recht lange, das ganze Spiel. Ich glaube, ist hier keiner böse, wenn ich sage, okay, ich kürze gewisse Dinge ein bisschen ab. Das Abkürzen heißt, dass ich jetzt zum Beispiel beim nächsten Schrein hier oben weiß, hey, der ist nicht einfach irgendwo auf der Oberfläche, der ist in einer Höhle drin zum Beispiel. Deswegen denke ich mal nach der Höhle Ausschau halten. Irgendwas in der Truhe? Okay. Über den Wolken muss der Link ja so frei sein, du. Nee, muss die Freiheit grenzenlos sein. Das heißt, der Link muss grenzenlos sein. Link Start, hä? Nee, das ist ein anderes Spiel. Also Link ist schon hier, aber das mit dem Link Start ist ein anderes Spiel. Ich sag nur Sword Art Online. Aber Sword Art Online, ne, ist auch interessant, in diesem, sag ich jetzt mal, Universum des Spiels ist es ja auch so, dass gewisse Zeiten vorgegeben wurden, ne, also wegen, hey, das Ganze findet in dem und dem Jahr statt. Und mittlerweile haben wir 2024 und es ist ja auch nicht das Datum erreicht, wo innerhalb des Spiels, sag ich jetzt mal, von Sword Art Online, also der ersten Staffel quasi, wo dann, sagen wir mal, markieren, nee, muss ich nicht, ne, ich weiß, dass er da unten ist, aber ich kann nicht sehen. Weiß man ja demzufolge auch. Ein Höhleneingang, ne? Dass dort dann halt die Story, sag ich jetzt mal, zum Abschluss kam, beziehungsweise halt dann das Death Game von Sword Art Online abgeschlossen wurde. Denkt das so von wegen, ja, VR und so, ne? Wie lange dauert es wohl noch, bis bei uns soweit ist, bis wir ja, halt so eine Art zumindest von VR haben. Wie bei Sword Art Online, ne? So ein Full Dive quasi. Nicht das VR, was wir aktuell haben. Was zwar auch ein VR ist, aber du bewegst ja trotzdem noch den realen Körper dabei. Ein Full Dive wäre ja halt, dass man den Körper gar nicht mehr bewegen muss. Das wäre mal noch interessant. Tatsächlich. So, warte mal, aber interessant, muss ganz kurz hier gucken. Die Höhle sollte wohl hier sein, ne? Beziehungsweise angeblich hier ist der Eingang. Sieht irgendwie auch nichts. Oh. Warum ist da unten so dunkel? Naja. Ich frage gerade, ob der Schika-Sensor, der auf Schatztun ausgerichtet ist, gerade auch Dinge entdeckt. Also die Schatztruhe, die noch im Schrein drin ist.
Fast, Kumpel, fast. Versuch's nochmal. Aua. So, das ist unhöflich. Komm runter da. Immer schön auf den Poppes. Oh, das ist der Schrein. Okay. Kann ich hier durchglitschen? Nee, schwierig, ne? Aua. Warte mal. Ich muss fotografieren. Die verschiedenen Schleime, die fehlen mir noch. Hä? Der Brandgefahr ist cool. Irgendwo wird ja auch noch... Ja, so war noch sein. Nein, er meinte was anderes. So ein Mayo Signum Ding. Na komm. Dann hätten wir mal die noch machen, wenn ich schon mal eine Truhe da habe. Dann holen wir sie natürlich auch noch. Also sowas, ne? Ich muss die Typen platt machen. Schade. Macht doch immer wieder guten Schaden. Der hat noch gefehlt. Ching ching. Seltsame Höhle. Und ja, jetzt können Sie natürlich denken von wegen, hey, ich habe doch hier schon 2 Schatztruhen, da könnte ja bedeuten, dass hier gar kein Mayo Signum ist und das bereits alles war. Aber nee, soweit ich mir habe sagen lassen, gibt es in jeder Höhle in diesem Spiel gibt es auch ein Mayo Signum, außer natürlich im Himmel oben. Okay, links noch irgendwie noch eine Schatztruhe aufgespürt, interessant. Ich hoffe, keine Kraftprüfung mehr, da hat er gar keinen Bock mehr drauf. Huch. Okay. Das hingegen wundert mich schon ein bisschen. Ich meine, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie was machen musste. Und den Schrein irgendwie frei zu graben oder sowas oder scheinen zu lassen. Deswegen, dass hier, naja, Rosingen drin ist. Aber hey, warum beschweren, ne? Einfach mitnehmen. Damit fehlen noch 7.
Ja, ja, und sobald wir dann alle Herzen haben, beziehungsweise erstmal einen Schrein gemacht haben und damit die restlichen Herzcontainer bekommen, müssen wir noch schauen, wie wir überhaupt auf die volle Anzahl Herzcontainer kommen, ne? Okay, jetzt reagiert das Spiel gerade nicht mehr. Trotzdem muss hier irgendwo noch ein Major Signum sein. Ich kann auslatschen, mal kurz gucken. Ah, hier war ich noch nicht. Schon? Hier, ja, von da kam ich ja, aber hier. Den kennen wir schon. Ich muss aber schon zugeben, ich finde es sehr interessant, dass ich jetzt immer so Waffen bekomme, die eine hohe Ausdauer als Zusatzeffekt haben. Ich meine, das ist natürlich praktisch, aber fragen wir einfach, warum. Ja, von hier kam ich ja, ne? Warte mal, ich kann doch... Haben wir das noch gar nicht gemacht? Moment. Ich muss schnell zur Karte. Ich wollte gerade gucken, ob ich den Sensor was anderes ausrichten kann. Da habe ich die Major Signum gar noch nicht hier drin. Das könnte natürlich sein. Das Waffen sind eh nicht. Materialien, Monster, ja, in der Theorie schon. Ich bin mir sicher, ihr habt von dem mal einen irgendwie ausgewählt gehabt. Also hier fotografiert gehabt, meine ich. Frostkrieger, Donner und der Feuer fehlen noch, ne? Phantomgunnern. Ja, alle schön vertreten hier. Hab die echt noch nicht gemacht, krass. Das sind halt nur Tiere, aber ist auch ein bisschen wundern. Und ich frage mich, ob es gewisse Objekte gibt, die ich fotografisch gesehen verpassen kann. Ah, hier Mayo. Hm. Die Richtung dort also, ne? Hä? Bin ich jetzt? Nur kaum dran vorbeigelatscht. Moment.
Hä, geradeaus, aber hier geht's ja geradeaus. Hä, wieso haben wir den ganzen verpasst? Eben, das kann ich gar nicht fotografieren, ne? Da war ja was. Major Signum, du. So. Hätten wir das dann auch endlich mal. Stempel löschen, dann haben wir das Ding. Ja, da kann man sich gar nicht daran erinnern. Warum ich hier einen Schatz markiert habe, keine Ahnung. Dann hier draußen. Ich glaube, wir suchen es mal mit dem hier, ne? Da habe ich irgendwie nichts in der Nähe. Kann ich irgendwie hier. Oh, das ist nee, irgendwie auch doof. Okay, okay. Wir machen mal Luki Luki, ne? Richtung markieren. Ja, das kann gut sein. Da hinten war ich noch nie. Führen sie auch schon wieder raus aus Eldin, ne? Dann machen wir sensormäßig da die Schreine rein kurz. Gerade wieder Tulin rein, ne? Ich muss noch gucken, dass ich bei Mineru noch einen tiefen Schuh aktiviere. Aber wir haben die wilderweise beisammen und ich muss eh wieder zur Statue hin wegen den Herzen und so, also kein Thema. Das Ding nervt. So. Ein richtiges Schwert hier. So dazu, das sieht mir auch in so einer seltsamen Quest aus. Okay, der Ort hier lohnt sich aber. Zum Looten. Oh, hallo Krog. Oh, doch nicht. Ja, cool, haben wir auch genug. Die haben noch gar nicht fotografiert, die Erzbrocken, krass. Die wiederum kann ich gar nicht fotografieren. Bin mir sicher, dass hier oben ein Krog ist. Ich habe noch nicht irgendwie richtig gefunden. Aber egal. Krogjagd machen wir später, wenn überhaupt. Oder zumindest einen Teil davon machen wir noch, aber gesagt. Oh, da ist er einfach da. Was ist denn das überhaupt? Schneidklippen. Klingt einladend. Das ist noch ein Monsterversteck hier oder was? Oh, egal. Geht zumindest noch, ne? So, ich hoffe auf ein spannendes Rätsel. Och nein, eine Kraftprüfung. Oh ja, ist gut, ich kenne den Quatsch. Zertrümmert, ja, zertrümmert die klar auch. Was haben wir jetzt alles? Okay.
Autsch. Ich hätte schon gesehen. Frech sowas. Ja, Moment, dann mache ich es mal auf dem da, weil dann ein bisschen mehr Power. Und nicht bei den Gegnern hier. Oh. Hallo? Da sind jetzt Trümmern. Was willst du noch? Aua! Sagen nein, ist voll unfair. So, jetzt hast du wieder. Ich bin doch ausgewichen, Junge. Hey! Aua! Bin gleich tot! Das gleich. Ja, das war's. Game over. Haben wir Schlange nicht mehr, ne? Gut, nach der letzten Folge da mit dem Lionel-Fiasko. Wobei, ja, wir haben es trotzdem geschafft, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ah, okay, okay. Halt die Klappe, Mann. So. Hä? Also Pfeile habe ich. Ich hatte gar keine Pfeile mehr. Gut, nehmen wir aber trotzdem den Ast wieder. Der Anfang war ja schon richtig. Komm nur, komm nur. So, machen wir einen nach dem anderen hier. In die Hand. Ablegen. Danke. Oh, du bist ja auch schon. So, wenn man kann. Da fängt ein Pfeil in mein Voltschild. Finde ich jetzt frech. Nehmen mal das Ding und dann wird es Zeit, hier ein bisschen zu synthetisieren. Weil die Dinge eh nicht behalten kann, nehmen das Ding auch noch. Ja, da könnt ihr schreien, so viel ihr wollt. Typen da oben, es ist nämlich keiner mehr übrig.
zerstören, wa? Obwohl, warum auch? Geht ja auch so. Ey, war denn was mit Bomben? Ich rede von Zerschmettern, ne? Warum eigentlich mit Eis? Bringt doch bei denen gar nichts. Man kann die in die Waffen dran packen, das geht. Aua. Dann nochmal schnell. So, nun. Aber es soll echt funktionieren. Da bin ich mal gespannt. Naja, zerschmettern halt, ne? Es sei dir gestattet, zu überleben. Gut, die Eispfeile halt, beziehungsweise Eis halt, damit die Gegner einfrieren kann, sie mir währenddessen nicht nerven, ne? Wo ich dann nicht ganz verstehe, wieso ich das hier kaputt machen soll. Oder wie? Ich meine, ja, die wird dagegen schmeißen, weil explosiv sind vielleicht. Nee. Hä? Also, der Bogen zerbricht gleich. Oh, das ist aber schade. Ich meine, das ist wirklich schade. Also, ich finde, es hat ein bisschen zu viele von denen, weil, ja. Wenn irgendwie nur 2 von diesen Stahlkugeln, ob andere Waffen dafür auch reichen, oder reichen würden, kein Plan. Okay. Kann man auch nehmen, dafür aber die Waldlanze ablegen, weil, ja, warum? Was manche explosive Materialien und Spielzeug befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar. Man könnte theoretisch also... Quatsch, wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt da irgendwie Ding dran packen, oder? An der Blume. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen, ne? Schön, schön, schön. Ja, das Ganze nimmt Form an. Langsam, aber sicher. Was auch Form annimmt, ist der Partende, tatsächlich bei 35 Minuten. Das ist ja gerade Nacht, ne? Wäre eigentlich perfekter Zeitpunkt, um uns mal dem hier zu nähern. Dem Schrein hier. Machen können wir natürlich auch nächste Folge erst, aber zumindest mal irgendwie wüsste, wo der genau ist und wie ich da rankomme. Wäre schon nicht schlecht.
Moment. Ich glaube, ich hab da was. Das ist auch schon eine Weile her, wo wir damals da waren. Wir haben ja schon mal den Schrein da gesucht. Und wenn ich mich nicht täusche, wenn das, was ich immer notiert habe, auch noch stimmt, haben wir damals überlegt, warum gehe ich nicht mal zum anderen Schrein da. Oh, Kacke. Aus hier. Toll, da ist nachts und so, aber auch keine Corona-Rüstung. Ja, kannst du denken. Ah, Tageslicht, Gott sei Dank. Oder fangen, die Weißen, wo sind die hin? Minero fehlt, aber ist auch kein Wunder. Ja, ich glaube, wir gehen nächste Folge mal hier zur Krabbinsel, waren wir nämlich auch noch nie. Und gucken mal, ob sich da irgendwie was verbirgt, ne? In der Oberzentrale, ja, passt auch. Hier haben wir irgendwie eine Waffe oder sowas. Für Quests, irgendwie Sidequests muss ich noch, was noch offen wären. Ja, wir werden sehen, ne? Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.